Und wieder mal begrüße ich euch zurück zu Zelda Skyward Sword. Wer hätte das gedacht, war? In einem Monat gleich schon wieder ein Video von Skyward Sword, das, obwohl das Let's Play eigentlich bereits abgeschlossen ist. Tja, ja. Dazu gibt es einen guten Grund. Erstens mal ist das sozusagen der, ja, man könnte sagen, letzte Test für mein neues Headset, nicht wahr? Jetzt muss ich allerdings ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu laut, vor allem zu laut reinbrülle. Weil da verstimmt es mal schnell und der Pegel schnellt in die Höhe und ja, ich kann es auch nicht so richtig einstellen, aber egal. Zweitens ist das mein 400. Video. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Und drittens, was ich auch mit diesem Video noch sozusagen einläuten will, ist eure Frage zur berüchtigten Frage, beziehungsweise meine Antwort, oder stimmt das so? Ne, die Antwort will ich eigentlich erst im nächsten Video geben. Ich sag's mal so. Ihr stellt euch ja schon lange die Frage, welches Spiel wird wohl am 4. Juli starten. Also welches Zelda-Spiel natürlich. Und das werde ich in diesem Video ein bisschen besser andeuten, im nächsten Video dann aufklären. Oh ja, oh ja. Und damit das Ganze ein bisschen zu trocken wird und so weiter und so fort, bin ich hier beim Donnerdrachen. Oh ja, zurück in Ranel. Jetzt könnte ich entweder nochmal den Blitzkampfmodus machen, den kennen wir bereits. Aber, wie ihr es an der Rubin-Anzeige sehen könnt, habe ich den bereits vorhin mal gemacht und der war, naja, egal. Jedenfalls wollte ich auch mal was Neues machen, da wir den Blitzkampfmodus zum Teil bereits völlig abgeschlossen haben. Genau, will ich nicht den Kampf bestreiten, zumindest noch nicht, vielleicht kommt der noch, sondern ich will in die Siren zurück. Immer neue Herausforderung, ja, die Siren sind Nachbildung der Prüfung, die du bereits absolviert hast. Ich werde sie eigens für dich herstellen. Das Ganze spannend zu gestalten wird auch deine Zeit nehmen. Bist du flink, erhältst du einen tollen Preis. Aber Vorsicht, wirst du einen Hüter geschnappt, endet die Prüfung für dich. Du wirst hierhin zurückkehren und einige deiner Herzen werden sich gelehrt haben. Ja, also das ist mir so ziemlich Wurst wie Käse, weil hier hinten hat es einen Stuhl und da werde ich mich ziemlich schön breit hocken. Was? Natürlich wage ich einen Versuch. Ja, das wollte ich von dir hören, Tapferkrieger. Wähle eine Siren. Ich würde ehrlich gesagt alle 4 noch machen. Vor allem können wir hier auch noch viel mehr Finstermond abgreifen. Daher denke ich, was weitere Orte? Hä? Gibt doch nur 4 insgesamt. Was zum... Wolkenhort, Fergerorte, beenden. Hä? Alter, es gibt doch nur 4. Jetzt macht extra deswegen noch mal eine Option. Na gut, von mir aus. Wir machen alle 4, wie gesagt. Und ich denke mal der Reihenfolge nach, oder? Also zuerst zurück nach Faerûn. Das ist nicht ein Ernst, oder? Nicht jetzt, nicht jetzt. Gott sei Dank. Ich konnte es verkneifen. So, Freunde, zurück in das Siren. Yes, yes, yes. Ja, sind wir, Michael. Also, los, auf geht's. Dann immer eine Zeit. Ach du Scheiße. Hallo, Leute, hier bin ich. Eindringling, wir müssen ihn vernichten. Ach du Scheiße. Haha, daneben, daneben. Gut, mal kurz schauen. So, funktioniert noch alles, ist doch perfekt. Gut, kommen wir jetzt also mal zum Hauptthema, zumindest zu einem der Hauptthemen, nicht wahr? Das ist bereits die nächste Träne. Geh ich mal hinten durch, wa? Oh, das sind ein paar Speer. Egal. Hier nehmen wir zum Glück keinen Schaden. Ja, zum Hauptthema eigentlich, weil das mit dem 400 Video und so war ja schnell erklärt. Das Hauptthema ist natürlich, welches Spiel, beziehungsweise genauer gesagt, welches Zelda-Spiel wird am 4. Juli erscheinen. Ihr habt diesbezüglich einige Vorschläge gebracht und wie ich bereits sagte, es ist kein Spiel aus der Liste, die ich mittlerweile leider... Jupp, das ging schnell. Die ich mittlerweile leider auf dem Kanalhintergrund, sagen wir mal, draufkleben musste, könnte man fast sagen. Weil YouTube hat irgendwie die, was weiß ich, besondere Idee, den Mehr-Button, also einfach die Mehr-Option da an der Profilseite, uns wegzunehmen. Frag mich nicht, was die da sich dabei gedacht haben, wieso überhaupt sie uns noch weniger Möglichkeiten geben wollen, weil seit dem... Link ist mal hoch. Ja, weil seit dem letzten Upgrade des Kanalhintergrunds ist sowieso... im Finsterhalbmond. Kann man sowieso viel weniger machen und so, und es wurde alles abgespeckt, das kennt ihr ja. Das war auch der Grund, wieso der Kanalhintergrund so drastisch sich ändern musste. Und ja, wie gesagt, da auf dem Kanal Background habt ihr die vollständige Übersicht aller, also vollständig vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mal die geplante Übersicht aller bevorstehenden Projekte, aller beendeten Projekte und aller aktuellen. Und da bei der geplanten Liste habt ihr so ziemlich jedes Zelda-Spiel drauf. Und ich habe, wie bereits erwähnt, gesagt,
wie bereits erwähnt gesagt, Hilfe. Dass das Zelda, das ich am 4. Juli starten möchte, kein Spiel ist, das auf dieser Liste zu finden ist. Jetzt ist natürlich ein Problem. Darauf sind so gut wie alle Projekte drauf. Außer, ja, welche fehlen? Ganz genau, die Force Wars Teile. Aber ich habe extra betont, dass wir diese auch nicht spielen werden. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich die Force Wars Teile... Link! Alter! Ja, wow, geh lieber mal richtig rüber. Wie bereits erwähnt, oder angedeutet, ja, dass ich die Force Wars Teile nicht besonders mag. Ist leider so. Sei es drum. Ich überlege gerade, kann ich hier runterspringen? Sicher auch schon mal bessere Ideen. Geronimo! Aber es hat geklappt. Hallo! Wo war ich stehen geblieben? Genau, Force Wars Teile. Die sind nicht so mein Fall, daher werde ich diese wohl eher überhaupt nicht Let's Playen, also macht euch darauf bitte keine allzu großen Hoffnungen. Wenn überhaupt, dann wird es vermutlich nur im 4-Player-Modus geschehen, aber wie bereits erwähnt, ich bin kein Fan davon, was aber auch mit, ja, daran liegt, dass es halt eben ein 4-Player-Modus ist und ich eher der Fan dafür bin, dass Link halt alleine ist, nicht zu viert spielt. Ja, für diejenigen, die es gefällt, okay, aber für mich ist das nichts. So, wir können noch ganz gut voran, oder? Dafür, dass ich es eigentlich nur einmal gemacht habe, aber einmal sollte auch reichen. Da ist schon wieder einer. Oh, den habe ich ganz vergessen. Er leuchtet mir den Weg. Ja, die Force Wars sind nicht enthalten. Was fehlt noch? Genau. Einige von euch haben es bereits mal angedeutet, und zwar die sogenannte Special-Version, sage ich jetzt mal. Weil Skyward Sword und... Geht wieder zurück. Jo. Skyward Sword und Ocarina of Time sind auch nicht auf der Liste, aber die zocke ich ja gerade aktuell, beziehungsweise habe ich bereits beendet, nicht wahr? Und da kamen einige von euch wirklich auf die Idee, dass es doch auch Ocarina of Time das Normale sein könnte. Weil wir haben ja erst, beziehungsweise sind noch dabei, glaube ich zumindest, weil ich diesen Part aufnehme. Doch, wir sind noch dabei. Mich noch dran, Master Quest zu zocken. Und Ocarina of Time oder auch Ocarina of Time 3D sind ja nicht das gleiche wie Master Quest. Bin ich echt erstaunt, dass da einige noch auf die Idee gekommen sind. Andere haben auch Zelda Skyward Sword einen Heldenmodus vermutet, aber da habe ich bereits gesagt, dass ich mal Parts, also sozusagen Bonus-Parts zum Heldenmodus bringe. Ist bis jetzt noch nicht aufgetreten, aber naja, als Vermutung sicher nicht gerade mal so übel, nicht wahr? Was absichtlich erst den hier, weil falls der mich hier sehen sollte, was er sowieso nicht tut, da kann ich schnell hier hin. Bingo! Oh. Uah, Hilfe! Stand plötzlich hinter mir. Gut, jetzt habe ich keine Abkürzung verpasst, aber ist ja auch so Wurst wie Käse. Was ich sagen wollte, ja, Heldenmodus wäre auch eine Option, ja, wieso nicht? Und da muss ich leider ein bisschen zähneknirschend sagen. War das gerade ein Hinweis? Nee, egal. Muss ich leider erwähnen, also was heißt leider? Nein, es sind einfach ein paar auf die Idee gekommen, dass es doch auch Link's Awakening DX sein könnte. Tja, da habt ihr recht. Ja, es könnte auch Link's Awakening DX sein, das habe ich auch nicht auf der Liste. Sondern nur das normale Link's Awakening, nicht das Remake. Welches ist es jetzt? Tja, glaubt ihr wirklich, erfahrt euch das jetzt? Ich werde es erst im nächsten Part verraten. Bis dahin habt ihr Gelegenheit, euch zu überlegen, welches Zelda es sein könnte. Natürlich, rein theoretisch könnte es auch ein Fan-Made Zelda sein, nicht wahr? Was Fans erstellt haben. Teures Tränen, dieser deine Seele reifen lassen, Gebieter. Michael. Aber ich kann euch beruhigen, es ist kein Fan-Made Zelda. Oh, klappt sogar. Und zurück, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Zeit, oder? Ich habe sicher noch ein paar vergessen. Hier ist noch ein Finsterhalbmond. Wobei, die brauche ich sowieso nicht. Was mache ich also hier? Oh je, oh je. Oh je, oh je. Rupp. Kann ich mal kurz schauen, lohnt es überhaupt? Ah, komm in die Inventarliste. Nicht schlecht. 6 Stück habe ich bis jetzt. Ja. Oh, Schattenkristall doch viele. Ja. Ende. Ja, die Schattenkristalle von den Zombie-Goblins, war. Okay. Ich gebe euch jetzt einen kleinen Radius, von dem ihr euch aussuchen könnt, welches Zelda sein wird, das am 4. Juli starten wird. Moment mal, zuerst den noch ausquatschen lassen. Oh, das ist Prüfung, hat nicht so lange gebraucht. Alter, bist du ganz schön cool. Wie jetzt? Was? Innerhalb von sorry Leute, das war gerade Schweizerdeutsch. Innerhalb von 3 Minuten?
Ja. 3 Minuten, hey. Okay. Oh nein, Vulkan Eldin, der war übel. Die Siren war übel. Nehmen wir lieber die hier. Lass uns beginnen, schließe die Augen, konzentrier dich. Ja, ich muss mir zuerst mal vom Schocker holen, hey. Innerhalb von 3 Minuten für einen guten Preis sehen. Ich habe 5 Rubine bekommen. Du, das kann man wirklich sagen. Ja, auf geht's. Okay, ich brauche einen besseren Lageplan. Da hinten hat es ja ein paar. Da hinten auch. Meine Güte, kann ich raus. Was? Hat schon begonnen? Ups. Nicht, dass es beginnt erst, wenn ich hier raustrete. Sie haben mich. Es geht mir am Arsch vorbei. Du gehst mir auch am Arsch vorbei da vorne. Ja, versuch's doch, ey. Haha. Nichts gewesen mit den Späßen, Kleiner. Gut, den habe ich vorhin übersehen, beziehungsweise der war gar nicht da. Perfekt, wo seid ihr jetzt, ihr verdammten Scheiß-Dinger? Geh ich hinten durch? Nö. Geh hier hoch. Bäm. So, langsam mich aber sich vom Schock geholt. Mach ich am Schluss noch. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Ja, ungefähr so. Nein, jetzt kommt die Begrenzung der Zelda-Spiele, die ihr euch aussuchen könnt, welche starten werden. Also ich habe es natürlich schon entschieden, ja, es ist nicht so, dass ihr euch das Zelda noch aussuchen könnt. Aber jetzt rein vom Raten her, ob ihr auch wirklich drauf kommt. Und zwar gebe ich euch... Ist das hier so das Gas? Egal. Jo, was ich auch noch erwähnen sollte, hier habe ich das letzte Mal dann Finsterhalbmond übersehen. Haha, passiert mir nicht nochmal. Hallo, Kumpel. Gut, das sind jetzt alle. Überall verstreut. Also jetzt soll ich den hier. Ja, schon gut, Link, du holst keinen Schaden. Gut, ja, zurück zum Radius-Spiel, könnte man sagen, zum Ratespiel, nicht wahr? Welche Zelda soll es sein? Ihr habt die Auswahl. Welche sein werden? Zwischen Ocarina of Time 3D. Ja. Zelda Skyward Sword Heldenmodus. Oder aber, ja, Link's Awakening DX. Ja. Eines dieser 3 Zelda-Spiele wird es sein, das am 4. Juli starten werden. Ihr könnt alle raten, wie bereits gesagt, das nächste Video, das wird sozusagen Part Z sein, wird auch vorläufig das letzte von Skyward Sword sein, nicht wahr? Mhm. Und ja, bis dahin könnt ihr euch entscheiden, ich werde jetzt dann im nächsten Video das Geheimnis auflösen, das große Geheimnis, welches es sein wird. Welches Zelda-Spiel ich euch antun werde. Könnte man fast sagen, wa? Gut. Alter, muss dieses sein auch innerhalb von 3 Minuten beenden? Das wäre übel, hey. Tipps soweit habe ich eigentlich gegeben, wa? Gibt es noch was man noch sagen sollte? Nö, das war's eigentlich. Außer natürlich wegen dem Zeitpunkt, wann die Parts kommen. Also, dieses Video hier, Part Y, kommt am... Soll ich mir das fangen lassen? Ja, komm, was soll der Geiz? Ja, ich hab ihn. Du, wir kommen schon. Keine Panik auf die Titanic. Zu spät. So, noch Finsterhalbmond. Also, Part Y, das ist dieser Part. Der erscheint am Pfingstsonntag noch. Hoffentlich geht das mit dem Rendern und so weiter und so fort. Part Z dann am Pfingstmontag. Ja, ihr habt mehr oder weniger 24 Stunden Zeit, um euch zu entscheiden. Nein, jetzt kommt nichts mehr, dann kann ich hier abhauen. Ihr seid so langsam. Und weg bin ich. Gut, wie gesagt, am Pfingstern und am Part Z und dann werde ich das Ganze auflösen. Also, schön raten, Freunde, schön raten. Welches dieser 3 Zelda wird es sein? Link's Awakening DX, Zelda Skyward Sword der Heldenmodus oder aber Ocarina of Time 3D. Und natürlich auch wäre ich froh, wenn ihr mir sagen könnt, wie euch jetzt die Qualität des Headsets gefällt, ob es ertragbar ist, ob ihr denkt, ja, Mann, das ist scheiße, Mann, ich will das alte, was ich auch schon gehört habe, aber ich muss auch hier wieder erwähnen, ich habe das alte nicht mehr. Also kann ich es auch nicht mehr bringen, ganz einfach. Und um jetzt auch schon die Frage vorwegzunehmen, wieso ich es nicht mehr habe, wieso ich nicht einfach damit gewartet habe, bevor ich es weggeschmissen habe, wo auch die Qualität des neuen stimmt und so weiter. Das liegt daran, dass mir das alte leider kaputt gegangen ist und es sich nicht
absichtlich zerstört habe oder so, also... Nur mal so viel dazu. Okay, da ist noch eins, den ich vergessen habe. Ja, wie bereits gesagt... Ich sag immer wie bereits gesagt, wir haben es auch mal ändern. Oder, sag's mal so, wenn ihr wollt, dürft ihr raten, welches Zelda-Spiel kommen wird. Diese 3 habe ich euch zur Auswahl gestellt, welche kommen werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne darauf kommentieren und natürlich auch mir mitteilen, wie euch die Qualität des Headsets jetzt gefällt. Oh, das war clever. Das war clever, hey! Und vor allem, ob es ertragbar ist für euch. Haha, ausgetrickst. Das war nicht klug. Das war nicht klug. Geh ich eigentlich runter? Eigentlich unlogisch, oder? Gibt's... Wow, bist du clever, Mann! Alter, hey, da war gerade der andere. Puh, das war knapp. Richtiger Nervenkitzel, wa? Mann, die sind immer so bescheuert. Okay, ich bekomme auch hier wieder nur 5 Rubine, das ist klar. Werden maximal 5 Rubine sein, mehr gibt es sicher nicht. Aber ist ja auch egal. So, aber sonst noch was vergessen? Kommentieren, was das neue Headset anbelangt. Niese unterdrücken, bin ich schon wieder dabei. Und natürlich kommentieren, was das nächste Zelda anbelangt. Nö, hab glaub soweit alles. Wupp. Fehlen noch 2, wa? Finsterhalbmond. Aber es ist eigentlich ziemlich schwierig, hier auf Zeit zu spielen, oder? Und gleichzeitig, also Zeit zu spielen, ich meine natürlich die beste Zeit herauszuholen und gleichzeitig alle Finsterhalbmonde einzusammeln. Gar nicht mal so einfach. Ha, den habe ich aber gesehen, hey. Im linken Augenwinkel habe ich ihn gesehen. Und das mit langen Haaren. So lang. Ja, sie kommen ein bisschen über die Augen, aber sonst so lang sind sie jetzt auch wieder nicht. Ah, schöne Finsterhalbmonde, sehr schön. Kann ich auch hier wieder mal nachher noch den Todbringer besiegen und dann. Ich dachte gerade, werden irgendwie Dingsbums kommen. Moment. Oh, ja. Nein! Oh, Link! Wow. Hilfe! Mehr Konzentration, ich bitten darf, Link. Vor allem Michael. Das wird noch beinahe schief gegangen. Ja, was soll ich sagen? Das wird nochmal komplett vergessen, hey. Reicht das? Ach ja, genau. Da kann ich nachher nochmal den Todbringer besiegen, ganz locker. Und auch in diesem Spielstand den Heldenmodus beginnen. Ja. Den Heldenmodus beginnen. Um dann mit noch viel mehr Finsterhalbmonden in den Heldenmodus zu starten. Wäre doch cool, oder? Da geht es auch viel einfacher mit dem Upgraden, denn das werde ich jetzt mal verraten. Im Heldenmodus könnt ihr alle Items, die ihr im Normalmodus eingesammelt habt, könnt ihr behalten. Die werden einfach überschrieben. Ist doch cool, oder? Genauso wie die gesammelten Insekten und so. Ja. Noch ist die Prüfung nicht vorbei, was du nicht sagst. Kann da gerade einer? Nö. Dachte schon, ey. Was würden der jetzt noch wollen? Ach du Scheiße, da hinten ist das? Yeah. Trap. Und schon wieder nach oben. Ja. Ja. Wie vorhin gesagt, erwähnt, alle Items, das betrifft halt vor allem die hier ihr hier habt in der Sammlung und auch die Insekten und so, die werden überschrieben auf den neuen Spielstand. Vom Heldenmodus. Ist doch geil, oder? Es gibt so noch ein paar andere Besonderheiten im Heldenmodus, aber die will ich an dieser Stelle mal nicht verraten. Ching ching! Gut gemacht, als ob du es in einem Stück zurückgeschafft hast. Ja, stell dir vor. Komm schon, strengst dich überhaupt an. Beim ersten Versuch will ich dich in Höchstform sehen. Kannst vergessen, Mann, kannst vergessen. Höchstform gibt's bei mir heute nur zum doppelten oder dreifachen Preis. Was? 4 Minuten 15 Sekunden. Ja, müsste schaffbar sein. Ja. 50 Rubine! Ching ching! Wie sieht's aus, Michael? Lust auf eine weitere Siren? Oh ja, aber das erst in der nächsten Folge. Sprich dann in der... Mal kurz überlegen, wird es die 401. Folge sein? Ne, ich denke, hier wird das 403. wieder oder so etwas sein. Weil ich momentan gerade ziemlich viel hochlade, was auch daran liegt, wie bereits auch schon öfters erwähnt,
dass ich bis zum 4. Juli alle aktuellen Projekte beendet haben will. Da muss ich noch einiges uploaden, aber ist ja auch egal. Ja, in der nächsten Folge geht's hier weiter mit dem, jetzt beinahe gesagt Heldenmodus, nein. Mit dem Kampf oder ja Kampf in den Seiren. Vielleicht schaffen wir noch eine Bestzeit, aber wenn ich so weiterhin ein bisschen gemütlich nehme, nicht wahr? Und auch darauf bedacht bin, alle Finsterhalbmonde einzusammeln, die mir gerade so auf den Weg laufen, dann wird das wohl eher weniger werden. Aber sei es drum, ich bin schon sehr auf eure Kommentare gespannt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, ciao zusammen. Juhu!